Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Wahrlich ein Spiel mit einer unglaublichen Aussicht und einer gigantischen Welt mit noch sehr vielen Himmelsinseln. Lecco mio, ey. Ich hoffe, dass die nicht allzu groß sind wie die Insel hier, sind habe ich echt ein Problem. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das größte Problem haben momentan gerade Hyrule und Zelda. Wenn man ja im letzten Part nochmal hatten wir die Situation, dass wir irgendwie das Masterschwert durch Raum und Zeit geschickt haben, weil anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Und dann hat plötzlich hier der Boden aufgetan, also der Boden, die Wolken aufgetan, sodass wir jetzt runterkommen. Also ähnlich wie bei Skyward Sword, ziemlich ähnlich davon, irgendwie so ein Tornado, erinnert mich auch voll an Skyward Sword. Also ist echt krass, in welche Elemente man hier in dem Spiel aus verschiedenen Spielen kombiniert hat. Und dein Drache ist weg. Wo ist er hin? Wir hatten doch, als irgendwie sich die Wolken verzogen haben, kam doch irgendwie so ein seltsamer goldener Drache raus. Wo zuerst noch so scherzhaft meint, ja, der hat ja Zeldas Haare. Das ist die gleiche Frisur. Wo ist er hin? Drachi, wo bist du? Na gut. Vielleicht war das irgendwie nur ein Symbol oder so etwas, keine Ahnung. Weil, es war ja klar, Zelda hat dann noch die Botschaft geschickt von wegen, bitte Link, finde mich. Und sie hat nach unten gezeigt, ob sogar dahin, genau. Also, sprich dahin. Hierhin hat sie gezeigt. Gehen wir erstmal dorthin. Ich nehme an, hat das irgendwie was mit Schloss Hyrule zu tun? Alter, das Teil noch so schwebt. Ich meine, ich frage mich, wo ist denn eigentlich Ganondorf abgeblieben? Gut, andererseits im aktuellen Zustand will ich ihm lieber nicht hinübertreten. Das könnte ein relativ kurzes Fiasko für uns werden. Na dann, Petri heil und so, wa? Ich hätte gerne einen Parasegel, wenn ich ehrlich bin. Zurück nach Hyrule. Überall sieht man das Miasma irgendwie hervortreten. Ach du Scheiße. Irgendwelche Hieroglyphen am Boden. Das erinnert mich zwar eher an Yu-Gi-Oh!, wenn ich ehrlich sein soll. Also an Yu-Gi-Oh! 5Ds. Dann ist irgendwie auch Miasma. Gehen wir doch erstmal dahin, zu gucken, was da eigentlich abgeht. Zurück auf den Boden der Tatsachen. Und da ist Hyrule. Also Schloss Hyrule. Was hat eigentlich Ganondorf ständig mit Schloss Hyrule? Aber wirklich jedes Mal hat er irgendwas mit diesem Ding. Also denkt, oh, das ist, ich muss das Schloss irgendwie zerstören, ich muss es übernehmen. Bla bla bla. Was in jedem Kackspiel, wo er vorkommt. Also in jedem, ich überlege gerade. Da war eigentlich in jedem. Queen of Time, The Princess, The Wind Waker. Force Avengers kann ich nicht beurteilen. Hab nie selber gezockt. Königreich Hyrule. Wir sind zurück, Freunde. In Hyrule. Toll, das sagst du mir jetzt. Das Monster. Mit Hörnern auf dem Kopf, super. Okay, Wächter hat es keine mehr, wa? Also die Sheikah-Wächter aus The Wind Waker. Gibt es ja die alten Orte aus Breath of the Wild. Aber gerade Wind Waker gesagt, Quatsch. Mein natürlich aus Breath of the Wild, Entschuldigung. Ich frage mich halt, ob es die alten Orte aus dem Vorgänger auch wieder gibt. Braucht mehr als einen Hieb, wa? Was haben wir hier Schönes? Hä? Achso, falsche Fähigkeit. Soll ich meinen Wagen zusammenbauen? Hier kann ich nichts machen. Hä? Was bist denn du für einer? Aua! Bockblinhorn.
Angstkraft, Medizin herzustellen. Ah, jetzt kann ich... Oh, super. Kann ich auch die Waffen der Monster miteinander kombinieren. Sieht auch seltsam aus. Apropos ganze Monster und so, Ähnlichkeit zum Vorgänger, Breath of the Wild. Aber jetzt noch ein bisschen Stück Fels. Gibt es den Blutmond auch wieder? Also jetzt schon. Bitte nicht. Könnte ich jetzt gerade gar nicht vertragen. Funkelfrucht. Ey, jetzt auch plötzlich neue Materialien da sind. Was ist denn los? Ne, so werfen geht auch nicht. Egal. Muss halt direkt aus dem Inventar auswählen. So. Wie ich vorhin schon angemerkt habe, sieht es doch so aus. Ups, Entschuldigung. Dass wir nach Juni oder so Schreine haben. Oh nee. Nein, bitte nicht. Der fucking Blue Moon gibt's wieder. Und zwar jetzt schon. Jetzt sagen wir nicht, dass er jede Nacht kommt. Normalerweise, also bei Breath of the Wild war es eigentlich so, dass der speziell angekündigt wurde. Oh mein Gott, ich will ja zurück in den Himmel, da oben war es schöner. Aber wieso sind immer diese Konstrukte plötzlich hier? Kam die irgendwie runtergesegelt, als irgendwie Gandalfs Ziel gebrochen ist? Wir haben damals irgendwie gesehen, dass... Was fällt denn da runter? Fällt uns gerade jetzt der Himmel auf den Kopf oder was? Okay, es ist irgendwie Blutmond, aber irgendwie auch nicht. Gut. Schwein So. Ich war natürlich schon langsam auf dem Weg zum Zielort. Wollen wir mal ein bisschen gucken, ob es schon irgendwas Spezielles hier gibt. Irgendwas Vertrautes. Himmel und Oberfläche. Ja, sehr schön. So, gucken wir doch mal die Karte an. Kommt uns ein bisschen vertraut vor, wenn sie mit Breath of the Wild vergleichen. Irgendwo hier müssen das große Plateau sein. Schauen wir, ob es das hier auch wieder gibt. Cool wäre es irgendwie. Naja. Dazu später mehr. Nein, bitte nicht. Oh nein. Und weg. Link, hau ab. Oh, der fucking Blumen kommt doch wieder. Überall Miasma-Plötze, warum? O Mond, in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von Neuem über das Land. Zelda? Was war denn das gerade? Das war keine Erklärung, das war ja fast schon mit... Als wäre sie beeindruckt davon. Hilfe, Zelda, was ist los mit dir? Ja, siehst du, da vorne ist er wieder. Der andere Spacko. Das ist eben das, was er gerade erwähnt hat. Bockblinhauer, sehr schön. Ach ja, was vergessen, zur letzten Folge noch ganz kurz erwähnt, dass ich beim Schild etwas getan habe. Und zwar, ich habe hier vom alten Holzschild, da war ja vorhin noch der Drachenkopf drauf, dann mal wieder abgenommen. Also ein bisschen doof fand, dass irgendwie noch drauf war. Rein aus optischer Sicht. Puh, Blumen vorbei. Was war das gerade für ein Auftritt von Zelda? Was ist nur, um uns zu zeigen? Ach, übrigens, der Blutmond gibt es auch wieder.
Weil in Breath of the Wild war das eine richtige Warnung. Wegen Link, pass auf! Und hier so voll begeistert klang sie von wegen, ach ja, der Blutmond, wie geil. So. Ah Mann, wo ist Epona, wenn ich sie brauche? Sonnenfleckchen. Okay. Okay, also viele Menschen gibt es ja nicht mehr. Dann kamen schon alle tot, oder? Na, schon wieder. Aber ist das... Nee. Ist das die Lon-Lon Farm? Oh. Da kommt Nachschub. Ich brauche dringend ein paar Donnerblumen wieder, weil ich habe keine mehr. Also nicht mehr viele. Ja, Mist. Muss halt normal machen. Ist sie das? Lon-Lon Farm? Da hat zumindest jemand vielleicht wieder repariert. Okay, den Schein hatte ich markiert. Die rufen wir doch nicht. Hä? Wieso wird hier nichts irgendwie angezeigt? Keine Begrüßung für ihn. Hey, du bist auf der Lon-Lon Farm. Es sieht genauso aus. Also halt die Überreste. Also Brief gleich, ja, ich weiß. So, weiß mit euch Scheißviech und kommt mal runter. Braucht Nachschub. Okay, die wollen nicht. War ziemlich menschenleer, war? Das ist gerade ein Kojote. Ein Pferd, das wäre jetzt was. Oh, eine Höhle. Was ist das denn? Was ist das für ein Vieh? Horroblinghorn. Ein Horroblin? Ein neuer Monster wollte sich erschaffen. Danke, Spiel. Leuchtpilze. Hübsche Pilze. Reisebogen. Oh Gott, hey. Wie viele Stunden werden wir brauchen, bis wir ganz Hollywood entdeckt und erlöst haben von allen Monstern. Okay, gut, erlöst von allen Monstern, das wird doch nichts mehr. Huch, jetzt los. Könnt die Dinger zwar runterschmeißen, aber ganz ehrlich. Ja, leg halt gerade, wo soll man nachher hin? Nachher hin. Also natürlich abgesehen davon, dass ich jetzt zu dem Ort will, der markiert ist auf der Karte. Normale Truhen hier wieder, keine Sonar-Truhen. Finde ich ein hübsches Detail, muss ich zugeben. Gefällt mir sowas. Ein Reiseschwert. Bisschen Wildfleisch. Ja, ich finde das schon wichtig. Das sind halt, wie ihr seht, hey, wir sind jetzt hier auf der Oberwelt. Das ist ein bisschen was anderes als so oben auf dem Himmel. Das hier gibt es ja trotzdem noch.
Wozu auch immer. Okay, dann bin ich wieder hier. Nein, nicht so hoch, Link. Entschuldigung, mein Fehler. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß. Dahin muss ich. Sieht schon wie eine Bastion der Menschen, also wie der Hylian aus. Was ist das überhaupt? Soll ein neuer Turm der Sheikah sein? Haben sie ihn eingepackt zum Renovieren? Was ist mit den ganzen Türen passiert übrigens? Da ist Schloss Hyrule. Am liebsten würde direkt da losgehen, ganz ehrlich. Das ist ein Schrein. Also erstmal gehen wir da rüber. Gehen den Monster noch aus dem Weg, weil... Ja, normalerweise würde ich zwar schon gerne platt machen, aber nee, come on. Das ist noch zu früh. Ich habe genug Monster. Die Alpha-Kringe... Ja, die hat zerplatzt auch. Dankeschön. Dann mal gucken. Wir haben da ja noch so ein paar geile Dinge, oder? Wie ein Reiseschwert. Okay. Ein verrostetes Schwert. Warte mal. Das Reiseschwert. Könnte ich das jetzt irgendwie kombinieren mit so einem neuen Typ, quasi? Wir haben da ja ein paar Dinge jetzt eingesammelt. Zum Beispiel Bockblinhorn, ja, zum Beispiel Horrorblindhorn. Toll. Was machst du da? Mit Feuerfrucht nach mir schmeißen. Hallo? Aber wo kommen die Viecher wieder her? Die hätten wir alle platt gemacht. Oh, also wenn Ganondorf der Typ geht mir auf den Sack. So, warte mal, jetzt machen wir es hier draus. In die Hand. So. Ablegen. Dann. Synthese. Das Schwert, was wir jetzt haben, habe ich auch schon mal im Trailer gesehen. So, kochen wir doch gerne machen, jetzt nicht hier. Jetzt überall Monster, ist ein bisschen gefährlich, Leute. Oh, die haben mich gesehen. Mann, Mann, Mann. Okay, gut, komm. Hyrule-Pilz. Ja, dankeschön. Gefällt mir alles nicht, Freunde. Ist alles irgendwie kacke. Der zieht da seine Runden. Gut, ich will eigentlich nur darüber. Warum zieht eigentlich seine Runden, wenn man fragen darf? Soll ich darüber normalen Weg folgen? Ja, wäre doch besser, oder? Huch! Mir das runtergeflogen vom Himmel. Das hier wäre überhaupt nichts für Obelix, ja? Wenn einem hier ständig alles im Kopf fällt. Ah! Ja, toll, jetzt patrouillieren die den normalen Weg. Oh. Kann die irgendwie alle platt machen? Hat der eine irgendwie was Folgendes auf dem Ja, nee, der hatte gerade irgendwie einen Ketteneffekt, wenn der irgendwelche Bomben auf dem Rücken hätte. Aber nee. Warum habe ich auch noch gar keine Bombenpfeile? Mal, by the way. Hyrule-Gras. Ach ja. Ist es damals auch schon Hyrule-Gras? Weiß ich gar nicht mehr. Haben die mich jetzt gesehen, gewittert, oder sind die irgendwas anderem geflohen? Ja, ein paar Monster. Nein, okay, den habe ich jetzt erschreckt. Den auch. Egal, ich guck mal, was es noch so gibt. Das ist eigentlich der normale Weg. Da vorne könnte so ein Monsterlager sein, so ein kleines. Okay, dann gehen wir mal auf den Weg. Wow. Was ist denn das gerade?
Nee, Freundchen, wenn du mich hier angreifst, muss ich damit rechnen, dass du überlebst. Ah, ist ein Monsterlager, ein feindliches, okay. Machen wir noch. Was ist denn das hier? Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie bei Bedarf. Bei Interessen an einem Traumhaus ist das Unternehmen Dumpster für Sie da. Dumpster, die gibt's auch wieder. Ah, geil. Ja, da freuen wir halt schon extrem darauf, halt die ganzen Referenzen, Anekdoten an Breath of the Wild zu finden. Ich glaube, es geht jedem so, der Breath of the Wild gezockt hat, der wird sich auch hier denken, ah geil, das ist jetzt so und damals war es halt ein bisschen anders. Was irgendwie auch logisch ist. Was hat sich alles verändert? Was hat sich gut verändert? Was eher schlecht? Also was ist eher ein bisschen unlogisch? Solche Dinge halt. Und ja, Wiederaufbauzwecke ist klar, ich meine, ich gehe davon aus, zwischen Breath of the Wild und jetzt Tears of the Kingdom sind etwa so 10, 15 Jahre vergangen. Die ich jetzt mal, ja, ich sag mal so eine Vermutung, werde ich vermutlich noch ein bisschen revidieren. Da könnt ihr jetzt vielleicht denken, no, 10, 15 Jahre ist ja kaum was passiert. Aber in Anbetracht dessen, recht nach Kutschen und so aus, in Anbetracht dessen, dass eigentlich damals ganz Hyrule wirklich komplett zerstört war, während 100 Jahren nichts mehr gemacht hat, finde ich, ist doch schon ein bisschen was passiert. He? So. Die Frage, sind das Bombenfeste dahin? Kann ich die abschießen? Das sind Waffen. Aktuell eigentlich genug. Insofern, da ist ein Wächter da oben. Ich könnte den abballern, ich könnte die alle platt machen, aber wozu? Das mache ich später. Ja, sie haben mich zwar nicht geschnüffelt oder so, aber die gehen schon wieder. Wenn jetzt Bomben und Bombenfalle hätte, würde ich die alle direkt platt machen. Ach, jetzt sag bloß, ich bin sie sind zu weit weg, deswegen kehren sie wieder zurück. Okay. Das Spiel natürlich so überlisten kann. Alter Schloss, halt das ganze Miasma von Ganondorf sieht immer übel aus. Oh ne, was hat der Arsch getan? Mein armes Schloss Hyrule. Ja komm, nächste Folge gehen wir einfach nach Schloss Hyrule. Dann ist alles gut. Wer es glaubt. Aber die Wächter sind echt alle weg, wa? Die Mauern sind doch etwas ungefähr gleich aus wie damals. Die Wächter haben sie wohl alle abgebaut. Ich frage mich halt, ob die Titanen auch weg sind. Oder vielleicht die Titanen einfach noch so als Museum da sind, weil Tempel werden sicher keine mehr sein. Und sonst finde ich den Aspekt eigentlich noch ganz cool, wenn man sagen würde, die Titanen gibt es noch, aber sie funktionieren nicht mehr zum Beispiel. Weil sie ihren Zweck ja von damals erfüllt haben. Und auch keine Piloten mehr haben. Ach, dann kam das Ding auch von oben, hä? Aus dem Himmel herab. Fallen einfach da ein paar Stücke nach unten. Hier ist eine Batteriemaschine. Okay. Aber es ist cool, wenn wir hier unten auch mal so was haben. Weil es auch schön markiert hier auf der, hier unten. Auf der Karte. Okay, das heißt, das hier wird wohl ein wichtiger Stützpunkt für uns werden. Das so aussieht, so wie ein kleines Schloss Hyrule. Ich frage mich zwar, wieso man das Schloss Hyrule selber aufgebaut hat oder versucht hat. Aber ja, wird schon Gründe geben. So. Wie kann das sein, was? Link? Ah, kennt mich noch. Ja, der ist wirklich Link. Wo war der die ganze Zeit? Naja. Ich meine, das waren jetzt, waren wir jetzt? Folge 9. Durchschnitt 43, 44 Minuten. Okay, ja gut, ich war eine Weile unterwegs, sorry. Schloss war abgehoben, ja, ja. Pura? Die gibt's noch? Die gute alte Pura.
Spähpost, nehmen wir von Iwohl. Ich hoffe, es gibt ein paar von denen. Ich bin zurück, Leute. Oi. Was? Also. Mhm. Oh. Hey, warte mal. Nur ganz kurz. Heimatdorf. Angelstedt. Mhm. Oh. Mhm. Ich muss jetzt Handel betreiben. Ja, ist doof, wa? Also, kauf von mir. Ah. So, ändern wir mal ein paar Rubine hier, wa? Ist natürlich die Frage, was haben wir überhaupt? Sortieren wir jetzt mal nach Typ. Kaufen wir mal ein paar von denen hier. Oh. Erzielt hohe Preise, naja. Ah. Ich glaube, das ist ein bisschen relativ. Nur kosten Sonau-Dinger kaum etwas, weil sie gar nicht wissen, was damit, das überhaupt sein soll. Gerne immer her damit. Nö, sagt immer selber, okay. Natürlich hätte es irgendwie cool gewesen, wenn sie sagt, hey, was ist das? Kenne ich gar nicht, aber vielleicht kann man es trotzdem gebrauchen. Oh. Nee, warte mal. Noch irgendwas Teures oder so. Und 50 Rubine ist jetzt nicht so viel. Oh. Oh. Die Hylia-Serie, ja, wer kennt sie nicht? Hylia Kapuze. 70, das geht. 130, da ist teuer. Hylia Hose 150. Ah. Oh. So, nichts Hund, aber ich hätte gern diese Sonau-Ausstattung gerne weg. So, 70 bräuchte ich noch. Okay, das sind mal normale Holzpfeile. Okay. Oh. Bomben oder Donnerblumen besser gesagt. Ah, schöne Erinnerungen. Anders mal. Haben wir noch irgendwas Teures? Oder soll ich direkt die Dinger verkaufen? Die Energiesphären. Mhm. Natürlich. Sonst haben wir noch nicht so viele teure Dinge, oder? Dann muss ich eigentlich mal nach... Ah. wir müssen farmen gehen. Den Bernstein behalten wir mal noch. Ich verkaufe wieder mal einen Opal, komm. Oh. Ah. Oh. So, ich hätte gerne das Set hier. Ah. Oh. Ah, so. Verabschieden Freunde von den ganzen Dingern hier. Oh, schön. Und zumindest auch wieder mal ein bisschen mehr Tiefe. So, jetzt habe ich 9. Sehr gut. Das gefällt mir schon viel besser. Habe ich noch einen Waffenschmied oder sowas? Spähposten. Oh, Pferde. Kann ich eins haben? Ankunft, die wir zu einigen Wirbel machen, wie mir scheint. Leaf heißt der. Ich lache deswegen wegen dem Fire Emblem Engage. Mal gucken, kennen wir die alle? Da war ein großer Himmel runtergefallen. Kann ich meinen Augen trauen? Okay, wir geben zu Direktorin Pura, ist klar. Oh, wenn das nicht weg ist, Mann! Spätpause in Nachricht, das Kontakt zur 100% sei abgebrochen. Das Meereswasser aufgebaut, und das Schloss Hyrule aufgetaucht ist. Potenziell bezeichnen. Im großen Haus in dem Befinden, gesagt, dass es gut geht. Machen wir. Dankeschön. Ich bin froh, wenn auch Hyrule generell ein bisschen lebhafter ist als noch bei Breath of the Wild. Die Frage ist halt, wie lange, war, wenn Ganondorf richtig loslegt.
ist ja bald vermutlich nicht mehr viel los. Ich bin's, hallo? Heilige Hylia! Da liegen direkt mit dem Schwert. Ja, nur das Schwert ist weg. Der Monsterwehr. Interessiert, aber der Purin geht vor. Okay, okay, machen wir natürlich. Wir haben noch ein paar Typen. Der Schwerkämpfer. Ja, das ist... Mein Heldentan sind lange vorbei. Dank Ganondorf, dem Arschloch. Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Ja, ich weiß es, Pura, da... Warum ist er eigentlich hier nicht in Hateno? Na, egal. Na so. Ja, ist gut, ich hab's geschnallt, ich soll zu ihr. Oh, leider nach da oben. Okay. Ach, ich kenne den Ort wieder, natürlich. Übrigens, hier das Triforce in der Mitte, wa? Ja, leck mir, man sieht sogar die Symbole. Weisheit. Warte mal, falsch. Nee, hä? Doch, hä, ist so... Moment, ich bin gerade ganz kurz verwirrt. Entschuldigung, ich bin gerade wieder da. Bin ich jetzt so doof oder tue ich so? Zelda, Oh, es wird wieder Nacht, super. Ja, eben, hä? Das hier ist das Symbol der Weisheit. Dann ist das der Mut und hier haben wir die Kraft. Aber wieso ist der Mut durchgebrochen? Ich wollte vorhin sagen, das Ding erinnert mich natürlich, weil wir kennen es ja auch aus Breath of the Wild. Das war doch damals der Ort, in Erinnerungen vor allem, also nochmal 100 Jahre vorher, wo damals die Prinzessin, also Zelda, uns, also Link, hier in der Zeremonie als heiligen Ritter, das Träger des Bandschwerts quasi, gesalbt hat, sag ich jetzt mal. Schon cool, eben auch da mit dem Triforce drauf und so. Ich hoffe, das Triforce wird hier wieder mal erwähnt im Spiel. Hatten wir schon so lange nicht mehr. Also, lange nicht mehr. Nicht bei euch? Nee, das ist leider nicht da. Also, lange nicht mehr halt in Breath of the Wild, wurde es halt nicht erwähnt. Man hat es zwar bei Zelda auf dem Handrücken gesehen, aber das kann man ja so oder so interpretieren. Okay. Da oben soll sie sein. Wir haben dann noch ein Gebäude. Da wird wohl eben der... Da ist der Sheikah-Turm. Da war nämlich einer. Okay. Freunde, das war's mal für heute bei Legend of Zelda. Ich wollte gerade sagen, Ocarina of Time und Skyward Sword. Nein, Quatsch, natürlich Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nächste Folge machen wir genau hier weiter. Mit besserer Ausrüstung, endlich mal. Wir werden erstmal kurz in den Turm wieder besuchen gehen. Dann gehen wir zu Pura. Und dann ist halt die Frage, mache ich direkt mit der Story weiter oder will ich mir erst einmal noch ein paar Schreine holen, die ich gerade so mal markiert hatte. Oder gehe direkt zu Schloss Hyrule und mache Ganondorf platt. Ja. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.